Guten Abend. Wir haben heute für den Invité vom Mond, Ulrike Müller, invitiert. Ulrike Müller kommt aus Bayern, mehr präzise aus dem Allgäu. Sie ist selber Bauer, sie hat 70 Kinder daheim. Sie hat eine parlamentarische Experienz, die angefangen hat am Bayerischen Landtag, wo sie 6 Jahre war. Und sie ist seit 2014 auch Member vom Europäischen Parlament. An der Qualität hält sie auch in den Sitzungen von der Agrarkommission teil, wo sie Member ist, wo sie effektiv Member ist. Und ich wollte mich heute mit hier erhalten. Guten Abend, Frau Müller. Guten Abend, Herr Charles. Ich sage Frau Müller, obwohl wir uns duzen. Ja, Machen das macht man so unter Kollegen. Dann muss ich noch mal sagen, guten Abend. Guten Abend, Herr Göres. Guten Abend. Gut, du bist Mitglied im Agrarausschuss. Kannst du mir einige Schwerpunkte in deiner Arbeit nennen? Wie kommentierst du das Inkrafttreten der Agrarreform? Welche Hürden sind noch zu nehmen, damit es für die Landwirtschaft etwas akzeptabler wird? Ja, die Agrarreform war natürlich in der letzten Periode ein großer Schwerpunkt. Wir werden jetzt noch einmal eine Anhörung im Agrarausschuss durchführen, um tatsächlich auch jetzt diese Bewertung vornehmen. Es geht um die aktuelle Umsetzung. Wir haben hier teilweise noch große Probleme, was das Greening anbetrifft. Und wir haben auch große Probleme bei der Bewertung von Grünland. Also es kann sein, dass landwirtschaftliche Betriebe laut dem Urteil vom Europäischen Gerichtshof den Ackerstatus verlieren, wenn sie Zwischenfrüchte länger angebaut haben als 4 Jahre. Dann wird es automatisch abgestuft zum Grünland. Und das ist jetzt eine Herausforderung, die wir hier im Europäischen Parlament noch lösen müssen. Wie groß sind die Aussichten auf einen raschen Erfolg? Die Aussichten, es eilt, es drängt. Wir müssen schnell handeln. Herr Kommissar weiß es. Ich habe ihm die Fragen mehrfach gestellt. Und eigentlich brauchen wir im Mai noch eine Entscheidung, spätestens im Juni. Vor dem Sommer kann man damit rechnen? Müssen wir damit rechnen, okay. Sonst gibt es Unklarheit innerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe. Ja. Du bist ja auch Landwirtin und du hast einen Bauernhof mit ca. 70 Milchkühen. Das Verschwinden der Milchquoten, wie kommentierst du das? Wie siehst du die Chancen für mittlere Betriebe, damit fertig zu werden? Bis dato sieht das ja noch so aus, als käme man mit einigen Anpassungsschwierigkeiten vielleicht durch. Aber wie sieht das auf längere Sicht aus? Ja, damals, wie man die Quote eingeführt hat, vor 31 Jahren, hatten wir natürlich eine ganz andere Situation. Es waren Milchseen und Butterberge da, es war notwendig, hier tatsächlich zu handeln. Die Quote wurde aber nie richtig gelebt und hat den aktiven Landwirten sehr viel Geld gekostet. Jetzt aktuell ist es ja zwar so, dass die Quote wegfällt, aber die Landwirte sich doch auf ein gewisses Sicherheitsnetz innerhalb der Europäischen Union verlassen können. Wenn die Preise zu tief sinken, greift die Kommission ein und wir können mit privater Lagerhaltung auch sehr schnell reagieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Markt genau beobachten, dass wir schnell handeln können, dass es nicht zu lange dauert, wenn dann 2 Monate der Preis in den Keller geht, dass wir auch rasch handeln. Und aktuell ist es so, dass wir rechnen mit 4 bis 5% mehr Milch am Markt. Wir haben gute Unternehmen, wir haben gute Chancen, es auch im Export unsere guten Produkte abzusetzen. Aber wenn einmal der Export fehlt oder wenn es da Absatzschwierigkeiten gibt, in Schwellenländern nach China, Brasilien und so weiter, was passiert dann? Kann man die Ankündigungen der Kommission ernst nehmen, damit in Bälde was passiert, um das Gleichgewicht auf dem Markt wiederherzustellen? Wir haben es jetzt gesehen mit dem Russland-Embargo. Die Kommission hat sehr schnell gehandelt. Wir haben Butter und Milchpulver eingelagert und konnten hier stabilisierend ausgleichen. Ich glaube, mit dieser Krisenreserve, die im Agrarbereich da ist, können wir handeln. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass unsere Molkereien mit ihren Spezialprodukten, mit ihrer besten Qualität sich hier nicht nur europaweit, sondern auch weltweit sehr gut positioniert haben und wir auch andere Märkte mit erschließen können. Dir ist ja auch bewusst, dass Luxemburg ab 1. Juli dieses Jahres den Vorsitz im Europäischen Agrarministerrat übernimmt. Was möchtest du dem Vorsitzenden Oetjen mit auf den Weg geben?
Herr Körres, als erstes bedanke ich mich mal, dass Sie es geschafft haben, dass ich jetzt schon mit dem luxemburgischen Landwirtschaftsminister sprechen konnte. Ja, das ist ja selbstverständlich. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und ich freue mich auch auf den Austausch und ich möchte den intensiv pflegen. Ich freue mich auch, dass ich in Luxemburg an einer großen Veranstaltung am 2. Juli teilnehmen darf. Und für mich ist es sehr wichtig, dass wir diese Öko-Verordnung spätestens unter der Präsidentschaft von Luxemburg mit abschließen. Diese Bio-Öko-Verordnung ist gerade auf dem Tablett, macht sehr viele Sorgen, mir persönlich sehr viele Sorgen, weil es letztendlich darum geht, dass wir diese landwirtschaftlichen Betriebe, die ökologisch bewirtschaften, auch stützen und sie versuchen, nicht aus dem Markt zu drängen. Gut, ich danke dir für dieses Gespräch. Vielleicht kommen wir noch während dem Ratsvorsitz unter luxemburgischer Beteiligung wieder auf einige der jetzt angeschnittenen Themen zurück. Nochmal recht herzlichen Dank. Das wäre dann für heute Abend mit Ulrike Müller. Wir haben geschwärzt über die Lützeburger Landwirtschaft. An paar Schwerpunkte sind natürlich Milchwirtschaft, Themen wie auch die Lützeburger Präsidentswert, auch nach nächste Woche damit beschäftigen. Ich wünsche einen schönen guten Abend, dann sage ich vielmals merci für das Nachgucken.